Geht da was? So, einen wunderschönen Mittwochabend. Mr. Billinger, Mr. Optio, Mr. Price, Mr. Prof. Schönen guten Abend. Wie geht's uns denn heute? Alles fluffig, flauschig. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass alles flauschig ist. So. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung, dass ich meinen Stream um eine Stunde verschoben habe. Jassi, einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Schön, dass du reinschaust. Alles fit. Alles fit und zauberhaft. Ich hoff's. Vorher war es also um 5 Uhr, wenn ich gestreamt habe. Also jetzt mittlerweile von der Temperatur her geht's jetzt mittlerweile wieder ein wenig. Aber heute in der Mittag, wie ich ausgebiefert habe, haben wir gedacht, heute wird's schwitzig. Aber gut, sei es drum. Ich habe mich noch eingedeckt mit Dringer, ja? Ein wenig warm und leicht schwitzige Finger. Ja, geht. Geht tatsächlich. Schauen wir mal, wie es in einer halben Stunde ausschaut. Da will ich wahrscheinlich ein wenig mehr schwitzen als wir nur an die Hände. Habe ich so ein ganz böses Gefühl. Hab 25 Grad in der Bude. Also mit Bude meinst du wahrscheinlich dann Lastwagen, oder? Sag ich das richtig oder haben Sie in Urlaub, Mr. Optio? Alles fit? Oft bei dir? Ja, ich habe meinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub überstanden. Es ist etwas, okay? Ich meine, ich hätte zwar heute, weiß ich nicht, wie um 5 Uhr in der Früh der Wecker runtergegangen ist, haben wir gedacht, just kill me. Aber es ist eigentlich gegangen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich war heute in der Arbeit überhaupt nicht mehr mir. Von daher, es ist in Ordnung, okay? Sagen wir es einfach mal so. Es geht schon wieder hin. Nee, schau, da haben wir eine Dachgeschosswohnung. Bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher, ob es im Lastwagen oder in der Dachgeschosswohnung angenehmer ist. Gut, im Lastwagen hätte es eine Klimaanlage. Gemäß dem Fall, sie funktioniert wieder. Mr. Spotty, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ich bin heute bei dir nicht... Ach, von wegen. Überhaupt nicht. Mr. Spotty, du tust mir überhaupt nicht runter, gell? Ich verstehe ja Spaß. Das meinerseits war ja auch als Sarkasmus bzw. Ironie gemeint, ja? Alles gut, Mr. Spotty, Sie sind nach wie vor herzlich willkommen. Brauchst du überhaupt nicht runter. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Heute wird es ein paar Raufereien geben. Im Pokémon. Also kurz zum Fahrplan. Was wir jetzt da machen. Wir werden mal am Pyroberg müssen. Das ist sozusagen die Grabstätte der Pokémon in dem Spiel. Da gibt's, ja, da macht Team Magma schon wieder irgendwelche Faxen. Und wir werden mal in einer Versteck in einer Hauptquartier verfolgen. Um einer da auch noch das Handwerk zum Lenken. Zumindest versuchen wir das. Das heißt, es werden wieder 2 Bosskämpfe stattfinden. Und ja, ihr könnt da wieder natürlich, wie ihr es aus der Nuzlocke schon gewohnt seid, irgendeine Kanalpunkte wieder investieren und entweder gewinnen oder halt verlieren. Je nachdem, wie ich mich anstehe. Ja? LKW war der Klima drin, die funktioniert. Ja, dann wird es wahrscheinlich im LKW. Warum schlafst du nicht im LKW? Das war einmal eine Sache, oder? Das war einmal eine coole Idee. Du bist daheim und schlafst im LKW. Perle, habe die Ehre. Grüß dich, Herbert, habe die Ehre. Servus. Wie geht's euch? So. Stream ungefähr bis 20 Uhr. Okay? Unter der Woche, weil so geschmeidige 2 Stunden. Was ich jetzt fix behaupten kann oder fix sagen kann, am Sonntag 13 Uhr nächster Stream mit der Yassi und mit dem Saijing zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von den 2 oder beide mitstreamern, das weiß ich noch nicht. Oder weiß ich jetzt, stand jetzt der Dinge halt nicht. Aber sie sind wieder mit an Bord. Wir spielen nochmal eine Runde Ghost Exile, okay? Das kann ich schon mal sicher behaupten. Ob ich Samstag live komme, spontan kann ich nicht versprechen, wenn dann maximal am Vormittag. Aber gut, ist noch ein bisschen hin bis dahin. Der passt nicht an den Hof. Dann bau einen Hof aus, gefälligst. Mir geht's ganz gut und dir, das hört man gern, Perle. Bei mir ist alles zauberhaft. Bei mir ist alles zauberhaft soweit. Ich hab mir heute ein nice, also was heißt heute? Ich hab mir vorgestern, bei Amazon ein Shirt bestellt, das wo ich eigentlich zum Tennisspielen anlegen will.
Das haben wir mir gedacht, einfach mal zum Probetragen, ja, wie es von der Schweißaufnahme her und so weiter ist. Beim Stream jetzt bei der Temperatur schwitzt ja logischerweise auch ein bisschen. Aber ich finde das Design von dem Ding. Also das Ding ist halt mega, gell? Und da haben wir zwei bestellt. Einmal das und noch ein anderes vom Design her. Aber das gefällt mir schon sehr zauberhaft. Wird spontan bei dir. Alles kein Stress. Ich wollte es gerade einmal gesagt haben. Wie daheim im LKW schlafen, braucht man sich gerade mit seinem... Ja, dann streit sich bitte nicht mit den Freundinnen deswegen. Oder mit den Freunden, je nachdem. Stimmt es, dass man manchmal Servus sagt? Wenn das letzte Jahr ein S sein soll, dann ja. Servus, Servus. Servus sagen eigentlich mehr die Österreicher tatsächlich. Aber es kommt auch in Bayern vor. Ja? Bei uns ist es eigentlich Servus. Also mit U. Also ich sag schon, Perle ist voll addicted in Bayerisch und Österreichisch Mundart zum Lernen. Was keine Freundin zum Streiten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Negativpunkt. Ja? Es ist auch nichts Positives, aber es ist auch nichts. Ne? Servus ist aus Österreich, ja. Das ist mehr Österreicher Richtung. Aber bedeutet im Grunde das. Oder was heißt, es ist dasselbe. Der einzige Unterschied ist wirklich statt der Buchstabe. Die ist voll drinnen. Die ist voll drinnen in der Materie. Ich glaub, die hat einen Mundartvirus. Perle, ich sag's dir ungern, da kann da leider keine Medizin und kein Doktor nicht weiterhelfen, aber du hast da, glaube ich, das Mundartvirus eingefangen. Und das ist aber eine super Sache. Ja? Das haben schon mehrere da erinnert gekriegt. Die leben heute alle noch, die leben heute, glaube ich, auch deutlich Stückel angenehmer. Oder sagen wir so, sie fühlen sich sehr, sehr wohl, wenn die da erinnert haben. Ja? Gut. So, Freunde, jetzt fangen wir aber mal an. Jetzt ist kurz vor 6, Minuten vor 6. Das ist eine gute Zeit, um Pokémon rauf zu lassen, habe ich mal gehört. So. Gut. Mehr Dialekt, schreibt der Prof. Ja, bei mir kriegst du nur Dialekt. Dachte nämlich, dass man vielleicht selber sagt, wenn man mehrere grüßt. Nein, also es gibt da, bei uns gibt es halt mehrere Arten zu grüßen. Servus, Habidere, grüß euch, grüß dich. Da gibt's eigentlich keinen gängigen Ding nicht. So, also es gibt, was heißt gängig? Es gibt halt mehrere verschiedene gängige, sagen wir es so. Gut. Freunde, nochmal um kurz auf den Stand der Dinge zu kommen. Wir haben ja letztes Mal fleißig Encounter gesammelt. Bis auf den Bosskampf gegen Maike ist letztes Mal nichts passiert. Maike war auch nicht wirklich richtig fordernd. Wie schon gesagt, wir werden jetzt einmal Pyroberg unter die Lupe nehmen, weil sich da eben das böse Team Magma verschanzt hat. Und wir wollen an denen ja natürlich das Handwerk legen, okay? Ah, das macht gar nichts, Perle, weil das ist halt dann, du bist halt dann ein Exot. Okay? Du musst es aber von dem Punkt aus sehen. So. Jetzt haben wir erst einmal ein bisschen eine düstere Stimmung. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier an einem Begräbnishügel für verstorbene Pokémon. Ja, die Dinger können auch wirklich sterben. Kommt zwar, glaube ich, im Anime auch nicht vor, aber es ist grundsätzlich nicht unmöglich, dass diese Pokémon von uns scheiden. Und der Pyroberg ist sozusagen die Grabstätte dafür, zumindest in der Region. Wir werden uns so natürlich ein bisschen umluren. Und schauen, dass wir ein paar Items abgreifen, ja? Ein bisschen looten gehört dazu. Der Pokémon-Turm von Lavandia, richtig, der ist die Grabstätte in der Kanto-Region. Soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass im ganzen Pokémon-Franchise genau zwei so Grabstätten gibt. Das ist einmal in der einmal in der Höhenregion, also da, und einmal in der Kanto-Region. Haben wir aber, wie gesagt, jetzt da ein Teilchen. So.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles Trainer sind. Ich glaube jetzt fast nicht, aber sie schaut, die Wedehex da, die schaut aus, als wäre das ein Trainer. Aber ich wollte gerade sagen, irgendwer muss sich ja mal querstellen. Ja. Ja, ich bin leicht überlevelt, aber gut, okay. Macht nichts. Dafür wird es ein bisschen einfacher bis auf die zu. Oh, nice Damage. Oh, Latanecto, das Ding ist squishy as fuck. Das heißt, das ist normal One-Hit. Easy. Ah, der Fluch, der ist ein bisschen unflauschig. Ich glaube, dass ich Ponzero nicht tatsächlich auswechselt. Wobei, ich kann eigentlich... Na, gehen wir auf Nummer sicher. Ah, Broly wird schon richten. Grimasse, okay, ja gut. Vermindert nur mein Initiativewert. Also der Initiativewert ist quasi der Geschwindigkeitswert von einem Pokémon. Macht nix. Mangelnde Geschwindigkeit wird durch Muskeln ersetzt. Habe ich mal gehört. Höchstes doch. Schau mir jetzt recht. Easy. Sieh mal. Bist du auch so ein Muskelberg wie mein Sumpex da, oder wie? Wart stark auf alle Fälle. Wart stark. So Dwayne Johnson 2.0. So, auf die Art. Nicht das. Ja, voll heilen der wir aber da schon noch, gell? Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Gut, auf über die Stirn. Ah, das ist auch wieder ein Item, du siehst das. Ein Superschutz. Okay. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die das Trainer haben. Aber ich möchte es auch nicht außerfordern, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Vollgas eingerannt. Träumerin Trixie. Knuddeluff, gut, dass wir haben wir ein Panzer herumfahren. Knuddeluff ist nämlich seit der 6. Generation ein Feentyp-Pokémon unter anderem. Das heißt, da ist Stahl sehr effektiv. Easy going. Bei Pixie ist übrigens genau das gleiche. Florges. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du Pflanze Fee bist oder nur Pflanze, aber werden wir außer, ist ja wurscht. Finden wir außer. Okay, Feentyp. Nice. Ja, nice. Bis jetzt geht's ja noch geschmeidig dahin. Ja, da ist nix. Kein Item in der Ebene? So gelungen, oder? Ah, warte mal, dieser Karate-Fuzzi, den gehen wir mal aus dem Weg. Ja, da gibt's tatsächlich kein Item nicht. Ist wirklich so? Hä? Ja, dann. Ja, mal immer am Rand entlang. Wie gesagt, in der Nuzlocke Trainerkämpfe zu vermeiden. Ne? Saved Pokémon.
Ein Seerauch findet man da, okay? Was macht denn das eigentlich nur mal? Sein ausgefallenes Aroma verstärkt Attacken von Typ Wasser. Dauerhafte Geschichte. Können wir vielleicht sogar mal brauchen. Oh, da ist noch etwas. Ein Lachsrauch. Okay. Was machst du jetzt? Das verwirrende Aroma senkt die Genauigkeit des Gegners. Aha, okay. Gut, da geht's dann aus zum Gipfel. Da draußen befindet sich dann Team Magma. Machen wir dann, wenn wir am Gipfel, also innen am höchsten Punkt haben, ja. Also jetzt. Den umgehen wir. Oh, da hinten ist ein Megastein. Da ist ein Megastein, den haben wir gehabt. Meditalis nicht, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mehr Meditalis kriegen, ist zwar schwindend gering, aber was man hat man. Lieber haben und nicht brauchen, als wir brauchen und nicht haben. Ja, Spukball nehmen wir. Das ist zauberhafte Attacke. Die nehmen wir auf alle Fälle. Nicht mehr ident. Das ist nicht mehr ident, das sage ich gewiss ist. So. Dann gehen wir aus. Können wir da jetzt einen Traumvogel geben? Encounter kriegen wir ja da nicht mehr, weil wir ja schon. Da haben wir ja Nebula gefangen, erinnert. Also, beziehungsweise in dem Gebiet. Ist zwar eigentlich ein anderes Areal, heißt aber gleich. Ja, also sprich, ist im Zeit dann quasi als ein und dasselbe. Da ist wieder TM. Irrlicht, okay. Irrlicht ist, glaube ich, die einzige Statusattacke, die wo verbrennt. Also die wo per se keinen Schaden macht, sondern halt einfach sowas wie Giftpuder praktisch. Ja, nur halt mit Verbrennung. Hat ein schönes Gengar-Emote. Ja, wir haben in der Position, dass wir uns mir sogar Gengar machen können. Ja? Also wir haben einen Nebulak auf der Box, den lieben YBO. Der wollte so genannt werden. Den Wunsch haben wir ihm natürlich sehr gerne erfüllt. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt Gengar sogar irgendwann einmal zum Einsatz. Müssen wir mal schauen. Ist auf alle Fälle zauberhaft, dass wir es haben. Lieber Gengar haben, als wir Gengar nicht haben. Gut, bei den anderen Encounter war es eigentlich Selbstläufer, dass wir uns da Ding holen, Nebulak. So, ich habe jetzt kurz meine Dokumentation aufgemacht, damit ich mal sehe, was da gespielt wird. In denen Grabsteine ist, da oben ist auf alle Fälle ein Item, da ist bestimmt auch, also im Original ist da in denen Grabsteine auch gerne mal was versteckt. Top-Trank, okay. Ja, kann man mal nehmen. Oder was auf der linken Seite, das kann sein. Der da hinten ist so einsam und verlassen, die mal, dass da etwas drin ist. Okay, Hyperball, ja, immerhin. In der ersten Gen war Gengar mein Main-Pokémon gewesen, nachdem ich jemanden fand mit... Das war damals noch so das große Problem, da hat man noch... Oh, das waren Zeiten. 2 Gameboy Colors und du hast ein fucking Link-Kabel braucht, um zu tauschen. Oder um zum Kämpfen. Aber damals war eher mehr das Augenmerk auf Pokémon tauschen. Das waren Zeiten. Geht nicht mehr so einfach wie heute. Na ja, gut. So, da ist die Räuberbande. Wir haben jetzt 3 Rüpel und anschließend einen Bosskampf gegen... Boah, wie heißt der auf Deutsch? Blördis? Oder Lördis? Der Mr. John Siege hat das jetzt auswendig wissen. Sie heißt im Englischen Courtney, okay? Wir nennen es jetzt einfach mal Courtney. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal an, was die 3 Rüpel da... Mit was die 3 Rüpel da auffangen. Der erste hat ein Hundusta Alabita und ein Hundämon. Easy Broly Sweep. Easy Broly Sweep. Du redst vom... Da redet man vom Schweinsbraten und schau, kommt die ganze Sau daher. Sechs mal, sicher habe ich die Ehre. Wir sollten zerwergeln, geht da was. Du kommst genau zur richtigen Zeit.
Mr. John Siege, wie heißt Körnenname auf Deutsch? Flirtis, glaube ich, oder? Obergeil. Dann geschaut, dass man die Pokémon, die speziell für die... Oh ja, das ist ja... Versionsexklusive Pokémon hat es auch damals schon gegeben, ja? Aber es waren coole Zeiten auf alle Fälle. Mal schauen, vielleicht spielen wir in der Zukunft einmal die ganz alten Retro-Titel als Nuzlocke. Vielleicht, mal schauen. Eventuell. So, ich tatsächlich nicht aufs Level geschaut. 49, der war so unterlevelt. Jördis, ja, Jördis, okay. War mir nicht mehr sicher. Gut, das war jetzt relativ unspektakulär. Auf die Schnelle fällt mir nur Vulcano ein, was nur in der roten gab. Myrapla und Knofensa waren auch vertauscht. Knofensa hat es in der blauen gegeben und Myrapla in der roten. Und ich wollte immer ein fucking Gifler haben, wegen Blättertanz, und habe mich mit so einem scheiß behinderten Satzenia zurechtfinden müssen. Oder, was heißt zurechtfinden? Ich habe mich damit begnügen müssen, dass ich nur Satzenia habe, weil Satzenia war damals uncool. Irgendwie. Ja? Gifler war der Shit auf dem Pausenhof. Ja. So, was hat jetzt der andere Rippe dahinter? Okay, der hat nur Flampivian auf Level 51. Das ist auch easy pro Bib. An sein Wunschcreme kannst du abhaken, oder Chef? Jawohl. Hat er gekriegt, kriegt er am Sonntagnahme. Kannst du abhaken. Danke dir, Herbert. Ob damals die blaue kommt? Ja, ja. Die blaue und die gelbe da noch. Also als allererst, mein erstes eigenes Game, was ich jemals gezockt habe, war die blaue Edition. Die rote Edition war besser als die blaue. Change my mind. Ja, das war... Die Diskussion hat es bei uns auf dem Pausenhof eigentlich nie gegeben, weil es hat damals einfach nur eine fucking Schildkröte mit 2 Kanonenrohre oder einen fucking roten Drachen gegeben. Ja, wobei der in der ersten Generation nicht fliegen genau hat. Das war beides cool. Aber so von der Pokémon-Verteilung her war die rote tatsächlich besser. Schau allein, weil es auch in der roten hat es Rettan gegeben. Das hat es in der blauen auch nicht zum Fangen gegeben. Ah ja, ich schwelg gerne in so Erinnerungen von vor 20 Jahren. Da war die Welt einfach noch anders. Ja, das war einfach noch anders. So, was hat der dritte da oben? Du hast, Magnaia, Golbat und Kamera. Easy Brolis Whip. Ich hab Rot, Gelb und ein Link habe ich gehabt. Oh, das war natürlich, wenn du noch einen zweiten Gameboy gehabt hast, war das der Jackpot, okay? Edition Gelb war meine erste. Das war meine zweite. Die ist ein paar, ich weiß gar nicht mehr, ein halbes Jahr oder 3-4 Jahre drauf unterm Baum drin gelegen. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Deswegen sitze ich heute da. Eigentlich sitze ich da, weil ich früher Pokémon gespielt habe. Wenn es für mich damals keine Pokémon-Spiele nicht gegeben hätte, war die wahrscheinlich nicht einmal Zocker geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und in Japan hat es die Kräne gegeben, deswegen waren die Remakes auch Feuerrot und Blau-Grün und nicht Wasserblau. Ja, stimmt. In der japanischen Version hat es die Kräne noch gegeben. Das stimmt tatsächlich. Broly OP, meine Freunde. Ja, flotter Batman. Da brauchst du gar nicht umeinander. Oh. Ui. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt. Gut, dass das Ding 10 Level tiefer ist als bei mir. Das hätte böse enden können. Pflanzenattacken vierfach effektiv auf Sumpex. Wenn Sumpex was umhaut, dann haben es Pflanzenattacken. So, Kamera. Warte mal, ob das am Fokus gut. Ich glaube ja, du bist aber auch 10 Level tiefer, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht killen können. Myrapla war immer in Gelb drin. In Gelb waren die meisten Pokémon tatsächlich sogar fangbar. Die meisten. Nicht alle, aber
die überwiegende Mehrheit. Du hast sogar in der Game relativ früh Zugang zur Machomai gekriegt, wegen einem In-Game-Trade. So. Dann haben wir jetzt tatsächlich Bosskampf. Freunde der Sonne. Ich werde jetzt nur mal alles ein bisschen auf ein Level bringen, weil irgendwie hängt da Sumpex ganz weit vorn. Da würde ich auch noch auf 58 dabei einmal, das wird dann schon passen, denke ich mal. Boxer habe die Ehre. Es war halt damals so cool, weil das war damals so eine Art Mindfuck, damals wie die Game gekommen ist. Du hast den Gameboy eingeschaltet und dann ist ja erst das Intro gelaufen, wo das Pikachu in sämtlichste Lebenslagen gesehen hast, mit Luftballon angehängt in der Luft, dann auf dem Surfbrett, in der Wiese rennt. Und dann am Ende, wenn dann ein Titelscreen gekommen ist, hast du einfach das Pikachu mit der Originalstimme aus dem Anime Pikachu-Song hören. Das war der Shit. Da warst so der King, wenn du die Game konntest. Plasmaschauer, was ist denn das? Ja, das kenn ich nicht. Was machst du? Was bist du auf die Welt gekommen? Erzähl mir. Versprüht elektrisch geladene Partikel und bewirkt, dass Normalattacken von den Typ Elektro nehmen. Wir haben ein fucking Elektro-Pokémon. Wir brauchen keine Normalattacken, die wo Elektro werden. Ab vom Hof. Aber wir haben einen Mr. Werbe im Team, da kann nichts schief gehen. Blättersturm. An und für sich geil, für uns aber nutzlos. Gut, so. Jetzt machen wir mal eine Umfrage. Dabei ihr die Umfrage mit Kanalpunkten füttert, werde ich mir anschauen, was die liebe Lördis, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Jördis, meine ich. Fixen wir noch mit Subslonen. Jördis hat es geheißen, genau. Werden wir hier anschauen, was die Jördis so auf dem Kerbplatz hat. So. Same procedure as every Pokémon stream, I guess. So. Jetzt haben wir 5 Minuten Zeit. Haut's in die Tasten. Viel Spaß beim Voten. So, jetzt schauen wir uns einmal an, was die Braut alles kann. Oder was die Braut alles hat. Da muss man ja so. Dabei du hier mit Sicherheit spielen, oder? Damit ja nichts schief geht. Das da haben wir schon mal gehabt, ziemlich am Anfang des Projekts, wo der Emulator, der 3DS angeschmiert ist, okay? Da haben wir wieder alles von vorn spielen dürfen, das wollen wir ja nicht. So. Special Battle Courtney. So, sie hat nur 4 Pokémon. Okay, warum hast du nur 4 Pokémon? Was ist mit dir verkehrt? Haben's keinen Übercode für die, oder was? Du hast ein Galoppa, ein Pyroleo, ein Rihornria und ein Glurak. Okay. So. Der Galoppa hat ein Energiekraut mit Flammkörper und du beherrschst Flammenblitz, Sprungfeder, Megahorn und Stromstoß. Das kennen wir ja. Das typische Set, was auf der Maike auch gelagert ist. Okay. Grundsätzlich macht das eigentlich mein Sumpex Solo. Grundsätzlich. Ja? So, das Einzige, was ich da jetzt sage, was ein Problem werden könnte, ist das Rihornria, weil das hat Felskern, das heißt, die sehr effektiven Attacken werden abgeschwächt. Und das können wir aber pivoten tatsächlich. Das können wir aber eigentlich pivoten. Es hat eine Anti-Wasserbeere. Das heißt, nicht nur, dass die sehr effektiven Attacken durch Felskern abgeschwächt werden, noch dazu werden Wasserattacken abgeschwächt. Also sprich, wenn ich Nassschweif mache, macht das ungefähr überhaupt keinen Schaden. Okay, nice. So, was ich aber noch sage, ist, dass das Pyroleo und das Glurak ausschließlich speziell angreifen. Was heißt, wir haben ja den besten Special Attack Defense Tank EU West, Süd, Nord und Ost, nämlich Hytira, aka Big Mom. Das heißt, Pyroleo und Glurak werden komplett von Big Mom abgefangen. Das heißt, eigentlich ist nur das. Ist das Galoppa und das Rihornria gefährlich.
So auf die Art. Ja, aber ich sag jetzt da ehrlich gesagt keinen Grund, da nicht mit Sumpex vorn dran einzugehen. Weil ich meine, was. Das Einzige, was man so ein bisschen bumsen kann, in Anführungszeichen, war eine Paralyse von Sprungfeder. First Turn, eine Full Para nebenbei bemerkt. Das wäre aber auch das Einzige. Das heißt, ich werde jetzt einmal, weil ich mir nicht sicher bin. Ich hab so ein bisschen eine Strategie im Kopf. Ich brauche ein Schutzschild. Eventuell kriminell. Ja, mein Nachtipp weg. Damit ich auf der sicheren Seite bin. Auf Sumpex brauche ich es normalerweise nicht. Normalerweise. Aber das müsste halt eigentlich passen. Das stärkste Pokémon für ist Glurak auf Level 55, ja, das wird schon passen. Hinti, aber der größte, alles fit bei dir. Bei mir ist alles sauerhaft. Also in der Schweiz nicht. Wie, was in der Schweiz nicht? Ah, und Perle möchte alles mehr einschenken. Ja, das kriegst du noch schnell. Das hat dir gefallen letztes Mal, ja? Hab ich so das Gefühl. Okay, machen wir gleich alles mehr einschenken. Sag Melli zu mir. Okay, Entschuldigung. Melli, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch schön, dass du deiner schaust. Ich wünsche dir einen schönen, angenehmen Abend. So, jetzt mag Perle nur alles mehr einschenken. Das sollst du haben. So. So. Freunde der Sonne. Alle, die noch keinen Durchschnitt haben, werden jetzt da noch einen haben. Und alle, die noch nicht beim Biesel waren, werden jetzt dann gehen müssen. Perle, der ist für die. Na, gerade noch mal geschaut, nicht, dass noch irgendwas im Hintergrund läuft. Schön, oder? Bazigang, Prost auf euch. Der abgeranzte Metallica-Becher, der wo schon seine Hülle verliert, weil er jetzt oft im Geschirrspüler gelandet ist. Schön, dass du da hast. So. Genug drungen für heute. Wir müssen die Löris verhauen. Die Jördis. Ich vergiss den scheiß Namen. Aber die hätten sie aber auch komplett einen Namen für die Brunzen nicht aussuchen können, oder? So. Du magst meinen Becher. Ja, es wird Zeit, dass Metallica wieder nach Deutschland kommt, dass ich einen neuen Becher kriege. Wir haben doch alle so einen Feide Festivalbecher. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus. So. So wie ich das sehe, habt ihr alle irgendeine Punkte platziert. Ich schaue jetzt nur noch mal nach, ob ich überall vollgehalten bin. Das schaut mir ganz danach aus. Passt. So, ab zur Jördis. Szene. Guter Punkt. Guter Punkt, Mr. Price. Hätte ich einen bald übersehen. Der Capo ist auch da. Du bist also für diese Unruhe verantwortlich. Das hatte ich bereits vermutet. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich am Schlotberg auf später vertrösten musste. Insbesondere, weil ich dich leider schon wieder auf ein andermal vertrösten muss. Ich habe keine Zeit zu verlieren, nicht mal eine Sekunde, denn der Schatz des Pyrobergs, der rote Edelstein, gehört nun ganz allein mir. Mark von Team Magma. Einschlaube der Ehre, servus, grüß dich, alles fit bei dir. Jördis, wenn ich bitten darf, jawohl, kümmere dich bitte um unseren Gast. Ich habe gerade leider keine Zeit für den jungen Mann. Wende dich ihm bitte nach allen Regeln der Höflichkeit zu und erteile ihm im Kampf eine gründliche Lektion. Sorge dafür, dass er nicht mal mehr im Traum daran denken würde, Widerstand zu leisten. Das gilt selbstverständlich auch für seine Pokémon. Vortrefflich! Mit dem roten Edelstein in unseren Händen können wir das legendäre Pokémon ganz ohne die Macht des Meteoriten aus seinem Schlummer erwecken.
Jetzt brauchen wir nur noch ein Transportmittel, das uns zu ihm bringt. Ich schlage vor, wir bringen das U-Boot, das gerade in Graphitport City gebaut wird, in unsere Gewalt. Also, folgt mir, meine treuen Unternehmen, auf nach Graphitport City. Das ist immer so typisch Schurkenteam, ja. Ich darf halt einfach gleich ins nächste Polizeipräsidium rennen und sagen, hey, wir haben jetzt so ein Verbrechen was. Ja, sie extra für'n Sei. Hab's ja danke für deine 69. Genau. Was damit auf sich hat, erkläre ich dann. Ich glaube... ja, ich glaube, man brauchst nicht. Du lernst das von Mal zu Mal besser. Initiiere Analyse. Aha. Naja, probier's einmal. Gut, Bosskampf, Freunde. Magma-Vorstand Jördis. So. Dieses Galopper beherrscht Sprungfeder in Kombination mit einem Energiekraut. Heißt es, dass eine Attacke, die wo eigentlich über 2 Runden dauert, also sprich erste Runde Auflohner, zweite Runde Zuschlagen, wird dann verkürzt auf eine Runde. Das heißt, die Attacke, Sprungfeder, sie springt, das Viecherl da, Galopper springt nach oben und kommt dann instant zurück. Also das überspringt quasi die zweite Phase mehr oder weniger. Oder überspringt eigentlich die erste Phase, so muss man sagen. Halt das. So. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Das Einzige, was mir da so ein bisschen bumsen kann, war eine Vollparalyse in Form von Sprungfeder, weil Sprungfeder eine Chance hat, mein Pokémon zum Paralysieren. Auch einen Bodentypen. Ja, das geht tatsächlich. Ja, immer dieses kleinkriminellen Image. Ich wünsche mir mal eine Organisation von einem anderen Kaliber. Marco, Cosmos und Ether Foundation waren schon ein richtiger Schritt, aber noch viel zu dünn für mich. Das war einfach auch nur so weichgewaschen. Genau, langer Rede, kurzer Sinn. Wir lassen mal Broly aus, drucken wir Erdbeben, hoffen wir aufs Beste und dann wird das Pferd hoffentlich umfallen. Was sag ich dir? Sprungfeder springt hoch in die Luft. Energiekraut kommt. Sprungfeder greift an. Wir kriegen kein Fullpara, easy. Galoppa, tot. 1:0 für mich. Jetzt kommt Glurak. Was macht Glurak an der Stelle? Du hast eine Zitrobeere, du hast... Ah, halt das, Quatsch. Jo, du hast eine Zitrobeere, du hast die Fähigkeit Großbrand. Du hast allerdings keine einzige Pflanzenattacke, mit der du mir gefährlich werden kannst. Und ich sag das, wie es ist, wenn ein Steinhagel von mir trifft, bist du Geschichte. Sehe ich keinen Grund, rauszugehen. Fokusstoß kommt, wird nicht allzu viel Schaden machen. Ja, fucking nothing, tschüss Glurak. Vierfach effektiv, no way, dass du das in der Megaform überlebst. Stärkste Pokémon von hier down. Rihornrior, okay. Das Ding ist tatsächlich ein bisschen sehr stark tricky. Das Ding hat Felskern. Was bedeutet, dass, wie ich schon erklärt habe, sehr effektive Attacken angeschwächt werden. Und es hat eine Anti-Wasserbeere. Das heißt, ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass auch dieses Rihornrior für Erdbeben geben wird, was mich aber aller Wahrscheinlichkeit noch nicht killen kann. Selbst ein Crit sollte mir nicht gefährlich werden können bei 149 KP. Das heißt, folgendermaßen werde ich jetzt Erdbeben drucken, um es anzuhitten, und werde dann ein bisschen um einen Crit umspielen. Müssen. Bin sogar schneller. Da muss ich nicht mehr um einen Crit spielen. Okay, Erdbeben kommt gleichermaßen. Okay, da muss ich nicht mehr rausgehen, das ist easy going. Selbst mit Hyperdrank bin ich trotzdem noch schneller wie das Ding. Hat diese Prio-Attack. Felswerfer, Erdbeben, Hammer und Donnerschlag. Okay, du hast keine Prio-Attack. Easy going. Selbst wenn du noch 5 Hypertränke wirfst, macht es keinen Unterschied. Das ist die Weiterentwicklung von Rizaros, ja. So. Was ist jetzt mit deinen Hypertränke? Oder möchtest du es ins Saufkoma stürzen, dein Viech?
Nice. Nach Adam und Riese ist jetzt nur noch Pyroleo über und das macht mein Hightaira Solo. Ja, nice. It's time for Big Mom, baby. Du greifst nur speziell an, das heißt, du wirst an meinem Hightaira niemals vorbeigehen. Da habe ich jetzt Zeit. Gut. Okay, also auf 3 Hits ist das Ding hier. Nice. Nice, Bosskampf vorerst. Easy. Ja, okay. Nehmen wir. Bei mir war es ab Gen 6 zum Beispiel auch etwas dünner, was die Kenntnis von Pokémon angeht. Ja, bei mir tatsächlich auch ein bisschen. GG an alle Beliefer. Ja, okay. Dieser Kampf ging unerwartet aus. Tja, die heller bist du halt scheinbar nicht. Genau wie damals auf der Insel im Süden. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Und Stonks. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Oh ja, mehr noch, ich fiebere unserem nächsten Treffen regelrecht entgegen. GZ, ich muss echt mit... Mr. Price, jetzt mal eine saudumme Frage, die ich auch absolut nicht böse meine, aber hast du überhaupt schon mal irgendwas bei den Umfragen gewungen? Oh nein, was für eine Katastrophe, das darf einfach nicht wahr sein. Wie konnten sie nur den roten Edelstein stehlen und nicht den blauen? Ja, der rote Edelstein und der blaue Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Na gut, nimm den verbliebenen blauen Edelstein und dich. Oho. Folge diesen Schurken und bring den Edelstein zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, meinte die Anführer, dass sie als nächstes nach Graphitport City wollen. So, einmal kurz zur Erklärung. Dieser blaue und dieser rote Edelstein ist nicht einfach irgendein Edelstein, sondern mehr oder weniger, ja, sag jetzt mal so ein Artefakt, mit dem du diese Ur-Pokémon aus dem Leben, also aus dem Schlaf erwachen lassen kannst, okay? Das heißt praktisch, die Rede ist hier von Kyogre und von Groudon, okay? Groudon ist der Erschaffer der Landmassen, Kyogre ist der Erschaffer der Weltmeere, okay? Mit diesen 2 Artefakten hat's nur, ja, da gibt's nur so ein Problem. Der Mark hat den falschen. Mehr sage ich dazu noch nicht. Hinter bei uns ist alles gut. Bei dir hoffentlich auch. Ja, das ist so entgeistert gewesen, dass sie die Augen übelst... Ja, die war total fix und fertig, die Braut. So, habe ich schon mal gesagt, dass Broly fucking OP ist? Ich glaube, das ist mir schon das eine oder andere über die Lippen gekommen. Habe ich schon gewusst, warum ich Hydropia als Starter-Pokémon nehme. Wobei man halt der Ferne selber schon sagen muss, dass der Wasserboden-Typ, also diese Kombination, diese Typenkombination, schon frech OP ist. Ja? Aber gut, so. Ziel Graphitport City, Freunde der Sonne. Der Star von Kyogre und von Groudon. Ich hab seit Kindesbeinen immer Kyogre genannt, obwohl man eigentlich Kyogre sagt, das ist mir schon klar.
Aber ich weiß nicht, das werde ich ja wahrscheinlich nie wiederholen. Der Preis an... oder... Der Preis ist... I'm sorry, my friend. I'm sorry. Schnell da Ps wieder aufhellen. Aber ist die eine oder andere Umfrage kommt noch und ich bin mir fast sicher, dass auch du noch zu deinen Punkten kommst, ja? Solange du dafür nicht unnötig viel Kohle in ein Casino reinwirfst, ist ja alles gut. Ja? Da verlierst du im Endeffekt. Musst du sowieso sagen, dafür profitiert der andere aus der Community. Ist ja eine zauberhafte Geschichte, glaube ich, oder? Also im Endeffekt, am Ende des Tages verliert keiner irgendwie etwas. Wir haben natürlich vor unseren Forschungsarbeiten fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Herbert, merci dir fürs Einschauen. Mach dann noch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, bist du in der Arbeit oder wie schaut's da aus? Volles Jahr, eine angenehme Schicht. Vor allem, weil kein Trainer, der was auf sich hält, ein Pflanzenmann im Team hat, weil Pflanzen sonst so viel Schwächen haben. Ja, das kommt wahrscheinlich nur dazu. Ja? Pflanzen haben schon verhältnismäßig viele Schwächen. Dann ist gut, Mr. Price. Dann ist alles im Rahmen des Verträglichen, okay? Wen haben wir denn hier? Ich habe große Neuigkeiten. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Es handelt sich dabei um eine Tiefseehöhle auf Route 128. Wir glauben, diese Höhle ist der Unterschlupf eines als längst ausgestorben geltenden urzeitlichen Pokémon. Wisst ihr, was ich gerade verzeiht habe? Erinnert euch daran. Ich hoffe, Sie können mich hören, Captain Brick. Wir von Team Magma werden nun Ihr U-Boot kapern. Sie können stolz auf sich sein, Captain, dass wir es kapern. Ihre Erfindung wird eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Menschheit spielen. AD sagt man aber bei uns eigentlich nicht. Eigentlich sagt man AD absolut gar nicht bei uns. Hast du diese Stimme eben gehört? Sie klang, als käme sie aus einem Megafon. Aber wo kam sie her? Aus dem Megafon. Ich muss schnell zu meinem U-Boot, jemand versucht, das zu stehlen. Das hast du aber schnell gespannt. So, die fährst die Brunzen da auf der rechten Seite. Ja? Die, rechts. Die geschwene Ballonkopf da. Ja? Der Hirndieb ist verantwortlich für mein totes Gyarados, ja? I'm back and I'm out for blood. Das darfst du aber schwer annehmen. Diese Rüppel, das sind doch dieselben Schurken, die im Museum versucht haben, die Dievenwaren zu stehlen. Bist du extra den weiten Weg vom Pyroberg bis hierher gekommen? Davor ziehe ich selbst den Hut. Aber es ist bereits zu spät, ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Mit ein paar kleinen Modifikationen wird uns dieses U-Boot den Weg zur Tiefseehöhle ebnen. Dem Ort, wo es schlummert. Endlich geht Team Magmas Plan, der Menschheit zu ihrer ultimativen Entwicklungsform zu verhelfen, in die letzte und entscheidende Phase über. Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Wenn du trotz allem versuchen willst, uns aufzuhalten, dann komm in unser Versteck in Seegras Ulp City. Und jetzt entschuldige mich bitte. Freilich, das ist das Beste. Als Oberschurke einfach mal einem Feind verraten, hey, wir haben da, hol uns ab. Ja, nimm am besten das SEK, Bundeswehr und Navy noch mit, ja, damit wir ja auch keine Chance nicht haben. Ist aber bei allen Schurkenteams das gleiche, abgesehen davon. Sir, Mark, Sir, kümmert euch um ihn, meine Untergebenen. Sir Mark und ich werden mit dem U-Boot fliehen. Haltet ihn uns so lang vom Leib. Ach, wir kämpfen gar nicht gegen ihn. Roger, Federer. Es geht los, Sir, hier entlang bitte. Aha, der weiß schon, dass ich sauer auf ihn bin. Sein Arsch kriege ich aber noch, das garantiere ich. Kalle hat viel Schweinshaxen seit dem Remake gegessen. Im Original, wo er nicht so... Im Original hat er besser ausgeschaut tatsächlich. Da hat er so ein Cape gehabt. Mir geht es gar nicht darum, dich hinzuhalten. Ich will dich nur dazu bringen, das Handtuch zu werfen. Ja, das wird's du haben da mit Sicherheit nicht schaffen. Wenigstens soll er mit 3 Pokémon. So. Mit einem normalen Pokémon gegen ein Stall-Pokémon anzutreten, ist schon mal generell ungeil. So, jetzt schauen wir aber trotzdem mal, falls du irgendwie Donnerschlag oder so einen Scheiß kannst.
Okay, jetzt habe ich Angst. Ui. Schwerttanzfreunde, böse. Kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Mekago, okay. Das ist sowas von zu 100% eine Feuerattacke. Ich sag zwar nicht, was für Moves du kannst, aber ich weiß, dass du eine Feuerattacke machst. Ja, war fast voraus zum Sengiger Stahl-Pokémon. Gut, Lanthorn tankt ist easy weg. Und mit Surfer soll halt eigentlich das Safe-Kill drin sein. Außer es hat Fokus gut. Hat's nicht. Der weibliche Magma-Rüpel schaut ein bisschen wie Lucia aus, wenn es betrifft. So genau habe ich noch nicht drauf geschaut, ehrlich gesagt. Smogmog. Das stinkt gewaltig nach Explosion. Oh fuck. Freunde, wir werden uns an der Stelle von einem Pokémon verabschieden müssen. Wir werden uns an dieser Stelle von einem unserer treuen Gefährten verabschieden müssen. Alter, das ist reidig. Das ist richtig reidig von dem Gegner. Nur zur Erklärung. Das Smogmog hat Abgangsbund gemacht. Das heißt, was auch immer dieses Pokémon tötet, stirbt mit. Und ihr dürft dreimal raten, was dieses Smogmog jetzt im nächsten Zug machen wird, nämlich Explosion. Und Gnade diesem Pokémon Gott, was dann auf dem Feld steht. Es geht nämlich so und anders mit drauf. Egal, ob das Pokémon durch Explosion umkommt oder nicht. Weil Abgangsbund. Und ich bin jetzt in der schönen Situation, entscheiden zu dürfen, welches von meinen 6 Pokémon da jetzt draufgängen. Wo wir uns aber überhaupt nicht unterhalten brauchen, ist Broly und Big Mom. Diese 2 Pokémon gängen nicht von uns. Auf keinen Fall. So, Panzeraeron wirf ich eigentlich auch nicht weg, weil das Ding einfach als Stahlflugtyp fucking OP ist und so viele Angriffe fangen kann. Lanthorn hat sich auch als erstaunlich nützlich erwiesen. Also D4 möchte ich eigentlich jetzt nicht wegwerfen. Das heißt, die Entscheidung wird vorhin zwischen einem Mr. Verb und zwischen Gecko Moria. Ich muss jetzt spekulieren, was potenziell in der Zukunft Neues kommt. Welches dieser beiden Pokémon uns am wenigsten bringen werden. Der 8. Orden sollte man überhaupt so weit kommen, weil der 7. Orden noch dazwischen steht und der absolut nicht ohne sein wird. Das ist ein fucking Doppelkampf und das ist ein Hardcore-Naslog und ist ein fucking Hack. Ja, da werden die Entwickler sich da schon dementsprechend was einfallen lassen haben, dass das nicht so einfach wird. Dann hätte man noch einen 8. Orden, was der Vasili war, der hat Wasser-Pokémon. Dann hätte man noch Ziegerstraße und dann hätte man noch Pokeliga. Bin ich jetzt ehrlich? In der Pokeliga hilft mir Gecko Moria weniger. Gegen einen 8. Orden wiederum hilft mir Gewaltro wahrscheinlich mehr. Der Vorteil von Lapras ist, es ist unfassbar tanky. Der Vorteil von Gecko Moria ist, es schlägt unfassbar stark zu. Und ist eigentlich mein einziger, so wirklich
starker, spezieller Angreifer, den was ich aktuell hab. Plus, was mir gerade eben nur einfällt, ich habe ungefähr alle Wasser-Pokémon auf der Box. Und das Ding ist, ich krieg noch mehr Wasser-Pokémon dazu, weil die nächsten Routen lauter Wasserrouten haben. Es ist ungefähr so, wie wenn ich mich entscheiden müsste, also jetzt natürlich ein wenig sehr übertrieben dargestellt, ja, also jetzt bitte das nicht wortwörtlich nehmen, aber das ist ungefähr so, wie wenn du irgendwie Vater von 2 Kindern bist und du musst dir entscheiden, wem von beiden du ins Heim gibst. Das ist so beschissen. Sorry, Verb. Was macht Spuckball? Ich muss was googeln. Kann ich das irgendwie umspähen? Das muss man irgendwie umspähen können. Okay, wait. Fuck, ich hab keinen Angriff, der wo verbrennt oder vergiftet. Aber ich verstehe das ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so ganz. Wird der Anwender durch einen direkten Treffer eines gegnerischen Angriffs besiegt, nachdem er Abgangsbund eingesetzt hat, verliert auch das gegnerische Pokémon, das ihn besiegt hat, seine gesamten KP. Der Effekt von Abgangsbund wirkt so lange, und jetzt kommt's, bis der Anwender ein weiteres Mal am Zug ist. Dies kann sowohl das Aussetzen, in Anführungszeichen, durch Zurückschrecken, Schlaf und Vereisung, als auch durch außerordentlich ausgeführte Angriffe, etwa durch Tänzer, Kommando oder auch das Benutzen eines Items anstelle eines Angriffs sein. Wenn ich das richtig verstehe, ist Abgangsbund jetzt negiert, weil er schon wieder dran war. Er hat Spuckball gemacht. Das heißt, ich werde einen Dive da und mich da jetzt setupen. Setzt der Abgangsbund ein. Das heißt, ich setup mich jetzt. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann wenn ich jetzt das Smogmog kill, dann gehe ich mit down. Und erst im nächsten Zug, wenn er wieder dran ist, kann ich es killen. Das Viech ist fucking schlau. Es spammt jetzt die ganze Zeit Abgangsbund. Weil wir aber die. Okay, ich muss outstallen. Okay. Ich trau mich mit Panzero jetzt nicht angreifen. Wenn das nämlich nicht stimmt, dann ist Panzero nämlich jetzt am Arsch. Das trauen wir nicht. Wenn Lapras jetzt anstelle war, da ist probieren.
Macht wieder Abgangspunkt. Wie viel AP hat Abgangspunkt? Das hat nur 5. Das hat nur 5 AP. Das hat jetzt 3 oder... Wie oft hat das Ding jetzt Abgangspunkt? Macht 3 Mal, oder? Das Ding sperre ich jetzt aus. Ich warte jetzt so lange, bis das nicht mehr Abgangspunkt machen kann. Spuckball, okay. Einfach nur um zum Singen. Nur um zum Singen. Kannst nur einmal machen, okay. Spuckball. Spuckball, okay. Jetzt kann ich es probieren. Jetzt kann ich es probieren. Ich bin mit Lapras schneller. Oh, bitte, bitte sei nicht hier. Geh einfach drauf und lass mich am Leben. Oh! Alter, du Drecks... Du... Alter! Du Drecksau! Tot geglaubte Leben länger, ja. Alter, wie mies ist das bitte? Hey, gut, dass ich nur mal nachgeschaut hab. Das war quasi im Competitive kriegst du mit so einer Attack niemals Kontakt. Never. So, wenn du Casual spielst, passiert es doch halt irgendwann einmal und dann stehst du halt da wie bestellt und nicht hochgeht. Alter, ich bin so froh, dass ich einfach nachgeschaut hab. Weil wenn ich nicht nachgeschaut hätte, hätte ich einfach angegriffen. Ja, okay, dann zumindest haben wir Content, okay? So, Twitch Live-Mitbewohner bringt Essen mit, bin ich quasi wieder da, aber nur am Handy. Mr. Herbert WB, Sie haben leider gerade eine nervenaufreibende Sache verpasst, aber lohnen Sie nicht zurück, okay? Stalos. So, ich mag einmal schauen, was du machst. Oh, du Pimmelkopf. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Gut, allerdings, wenn du Elektroattack machst, dann bist du jetzt auch gefragt, gell? Und man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Risikoteckel, ja, okay. Ha! Easy, das bricht dein Robustheit. Das heißt, du bist jetzt One-Hit. Siege genauso. Flambirex. Das Viech ist absolut geil vom Design her. Wenn man das in Shiny hätte, also Flambirex ist eines der geilsten Shiny-Pokémon, was ich jemals gesehen habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das attackentechnisch kann, aber das wird schon nicht überleben. Der Moment, wenn der Rübel teilweise bessere Pokémon hat wie der Kommandant. Verstehe die Frage nicht. Ja, Gott sei Dank haben wir das überstanden. Leck mich am Arsch. Bist du bescheuert? Ja, das war zwar nur ein normaler Kampf, aber der war dafür umso intenser. Gut, im Nachhinein jetzt, wenn man halt weiß, wie Abgangspunkt funktioniert, dann war mein erster Gedanke mit Abgangspunkt plus Explosion komplett sinnbefreit.
Weil es funktioniert dann logischerweise nicht. So. Heilen ab nach Segerasol City. Jetzt müssen wir haben nämlich noch nicht fertig mit der Bande. Wir müssen jetzt in einer geheim Versteck, wo es gar nicht so geheim ist. An der Stelle. Bin jetzt einfach nur fucking froh, dass ich kein Pokémon nicht verloren habe. So, jetzt heilen wir erstmal unseren Pokémon voll. Und dann kann man uns einmal einen Encounter holen, tatsächlich. Beziehungsweise nachholen wir uns den Encounter erst, wenn wir das Mapma versteckt select haben. Verschieben wir mal den Encounter auf später, beziehungsweise eventuell auf den nächsten Stream. Je nachdem, wie lange wir jetzt in dem Versteck noch brauchen. So. Weiter im Text. So, dann müssen wir uns natürlich einen Topschutz einknallen. Nicht, dass uns versehentlich irgendetwas vorkommt, was wir nicht fangen wollen. Hä? Der wirkt noch, oder was? Okay. Never mind. So, Magma-Versteck, Freunde der Sonne. Alter, das habe ich gar nicht mehr so designtechnisch im Kopf, dass das so gemacht worden ist. Oh Gott, das ist ein Teleport-Dingens, Kirchen-Seppen-Scheiß. Das kann dauern. Ah ja, schau du mit der Gasleitung zu, wie Retteier, habe ich gehört. Na gut, das ist mit sauerhaft. Geli, habe ich dir, servus, grüß dich. Alles fit bei dir? Aha, es hat Spinner, okay, wir spinnen. Oh, oh. Schaut der nur Fernseher da oben? Aha, da können wir in einen Raum, wo wir uns heilen können, okay. Oh, das Item, nice. Ah ja, der andere steht vor einem, sehr gut, die steht vor einem Kühlschrank. Die macht Brotzeit, obwohl noch kein Brotzeit ist. Das ist sauerhaft für mich. Sehr gut. Gut, dass ich da einfach durchspazieren kann, ohne dass etwas passiert. Das ist eine super Sache. Nimm mit an. Aha, die mag also safe kämpfen, gut. Ernsthaft? Ich stehe vor dir und sie tut nichts? Okay. Blinde Leute werden nie was sagen. Gut. Ja, wie man es nimmt, gerade von der Arbeit heimkommen und am Rande des Wahnsinns. Oh je. Dann, Geli, dann lehn dich zurück. Oh, das ist schon wieder so ein Scheißvieh. Kannst du jetzt zwar wieder Abgangsbund oder was? Dann lehn dich zurück, genieß die Show. Und einen schönen Feierabend hier. Okay, da gehe ich wieder straight im Panzerum, weil ich muss bei den Viecher Explosion fürchten. Alter, kein Abgangsbund. Are you kidding me? Alter, das ist so reidig mit Abgangsbund.
Ha, aber das kann ich jetzt gut umspringen. Nein, das mir nicht mehr. Ja, du hast nicht Abgangspunkt gemacht, das ist alles gut für mich. Oh, just piss off. Ja, um die Story kurz zum Verzeihen. Die liebe Marshall hat ja damals, was heißt damals, sie hat vor 2 Tagen halt den Vorschlag gemacht, dass wir die raiden kannten und dann hat sie halt deinen Namen eingeschrieben und ich und auch andere im Chat haben halt nicht Chaos Geli gelesen, sondern, also jetzt nichts für ungut, sondern Chaos geil. Ne? Also, deswegen die Aussage. So, da kommt der Feuerangriff. In aller Regel. Hä? Das war Nahkampf. Warum macht das Ding Nahkampf? Ja, Surfer GG easy. Oh, das war schneller. Man kann sich sehr schnell verlesen. Man kann sich sehr, sehr schnell verlesen. Hat man ja gesehen. Dem Risiko warst du bewusst. Ja, okay. Dann nimmst du es quasi jetzt nicht für übel. Das Ding hat auch Gigasauger, sollte aber tanken. Okay, war der Blick nicht mehr. Du nimmst es mit hoch. Okay, sehr gut. Ah, das war in dem Moment überhaupt nicht so meine Intention oder auch nicht best. Ich hab das einfach so auf dem Effekt. Du musst Chaos. Zu dir sagt Marshall. Das war aber eigentlich mal Überlegung wert. Marshall. Und das. Hä, bei dem bist du. Hä, wie kommt man denn von Chaos, also von deinem Namen auf Igel? Vielleicht steigt da der Respekt. Ja, du, warum nicht? Ja, achso, der Chaos Igel. Ja, okay, gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob da drin Pokémon vorkommen. Oh, da kann man. Oh, das ist hier. Fenster, hey, lauter gute Terms. Das nehmen wir dann. Wie, da kann man nicht aufs Ohr hauen. Was ist das für ein Scheißelhund? Ja, gut. Ah, da geht's dann da hinten weiter. Okay, ja, gut. Oder? Ha! Hab's ausgeschaut. Das sind aber manchmal einfach so Triggerwörter, die wo du halt so, die wo du einfach automatisch aussprichst, weil du meinst, dass genau dieser so dort steht, obwohl aber eigentlich nur so ein Buchstabendreher ist. Okay. Nistball. Ich habe halt einfach keinen Plan, wo ich jetzt eigentlich hingehe. Oh, jetzt haben wir auf der Hinterseite, oder was? Ah, da gibt's noch was, okay. Top, okay, nice. Müssen wir kurz im Lurk so Künstler finden. Merci dir für dein Lurk, Geli. Viel Erfolg beim Finden des Künstlers. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo...
Tipp mal, dass da hinten weitergeht. So billig. Na, also dein Name, der geht schön von der Zunge. Ja, das muss man mit Billinger. Das geht einfach, was, das ist wie man in Bayern sagt, es flutscht wie Zapferl. So, ne? Ja, offensichtlich geht's da hinten weiter, ich hab's ja schon verstanden. Ah, da steht der, da steht's. Alter, wie einfach kosten die austribbeln. Und schon kein Perle, was? Was ist mit dem... Das flutscht wie ein Zapferl. Das flutscht wie ein Zäpfchen. Ja? Hört sich perverser an, als eigentlich hieß. So, wenn da ein Gegner steht, heißt es so links geht's weiter, oder? Ja, das war so. Oh, wie ist es im Original gegangen? Rechts, 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 links. Rechts, rechts, rechts. Genau, und dann umdribbeln und wieder rechts. Also eigentlich nur noch rechts. Ja. Sie, merci für dein Lurk, viel Spaß weiterhin. Das Ding ist nämlich, das sind nicht 4 Items. Da sind mindestens 2 Elektroballs dabei. Die Frage ist nur wo. Okay, die haben diagonal. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal kämpfen. So, doch. Flutscht! Flutscht mit FL. F-L-U-T-S-C-H-T. Flutscht, nicht rutscht. Rutschen tut der Zapfall nicht, das flutscht. Oh, das Ding ist schneller. Autsch. Aha, ja, gut, da habe ich nicht gewechselt. Genau aus dem Grund habe ich jetzt nicht gewechselt. Ja, Explosion. Kommt drauf an, wie ein Drucker dein Arsch ist. Ja, okay. Meisterball. Genau, der Angel schreibt es schon, wie ein Flutschfinger, genau. Gut, das andere ist kein Item, sondern auch ein Elektroball, das lassen wir mal schön gehen. Die Assi komplett verzweifelt jetzt. Das komplette Weltbild von unserer Community ist zerstört. Oh Mann, und irgendwas so langweilig. Ja, easy. Easy Dodge, easy life. Na, den können wir nicht skippen, der lurt schon auf uns. Das kann nicht mehr passieren, okay. Immerhin. Stollos, okay. Haben wir selber im Besitz, Freunde der Sonne. Also, per se noch kein Stollos, aber Vorentwicklung. So, was machst jetzt du? Drachenstoß, okay.
Wait, wenn du Drachenstoß machst. Verstehe die Frage nicht. Robustheitbrecher. Hä? Du machst ja gar nichts. Ja, dann mach ich's mit Panzerung solo. Da schaut einer viel. Mach ich jeden Morgen auf der Schüssel. Was? Nein, da hab ich gesagt, der lurt Vierer, ja, das stimmt. Der lurt da Vierer. So. Glaube ich, kann man sogar so schreiben. Aber eigentlich L-U-A-T. Wie übersetzt man denn Luren? Schauen. Luren ist eigentlich schauen. Ich schau einmal. Ich schau mal. Ne? Ich finde es das herrlich, dass wir mir jetzt jemanden haben, der wo Borisch lernen möchte. Ich finde das zauberhaft. Ich finde das einfach zauberhaft. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich finde das. Was hat jetzt das für Forschungstruppen da? Sieht man sich wieder. Was ist denn, Lurne, spekulieren. Ich muss jetzt gegen 5 gleichzeitig kämpfen, oder was? Hättest du da 6 dann dazu backen können? Was ist denn das jetzt? Oh, okay, Moment einmal. Die haben fucking 20 Level niedriger wie ich. Das sind jetzt lauter Flamaras, die wo wahrscheinlich alle einen Feuerangriff sehen wegen meinem Panzerung. Ja, easy. Lanton hat einen AOE-Angriff. Und was schaust du jeden Morgen in der Toilette? Das war nur ein Spruch, das darfst du nicht wörtlich nehmen. Das soll ein Wortwitz gewesen sein. Einmal Surf und Schwupp, genau. Könnte wieder. Ja, stimmt. Der sich einen Sanker nicht kennt. Aber wir haben eine sehr hilfsbereite Community. So ist es ja nicht. Ja, und wenn einer bayerisch lernen macht, dann wird man ihm nicht tatkräftig so unter die Arme greifen. Ja, das ist aber sowieso klar. Gut, die hat zwar jetzt Sonnentag draußen, was Wasserattacken abschwächt, aber da wir 19 Level höher haben. Hilfsbereit wo? Die ganze Community. Super, deine 5 Flamaras haben es zusammengebracht, meinem Landhuren sage und schreibe 36 KP abzuziehen. Nur um jetzt festzustellen. Okay, dann überleben wir sogar Surfer durch Sonnentag. Soll ich vielleicht auch noch mal dazu erklären? Sonnentag schwächt Wasserangriffe um 50% ab. Ja, die Österreicher sagen auch nicht Krankenhaus, sondern Spital. Spital, ne? Hospital. Überhaupt nicht, Perle, überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich das, was ich schon immer mal, oder was ich immer mal wieder erwähne, dass wenn gerade neue Leute dazukommen, die wo halt vielleicht nicht aus Bayern haben, dass die einfach nachfragen sollen, wenn sie mich nicht verstehen oder wenn es irgendwas gibt, was unklar ist. 5 gegen 1 ist ja unfair. Ja, eigentlich schon, aber da haben die Hackersteller tatsächlich ein bisschen fair gewesen. Sie haben das Level bewusst nach unten geschraubt und mit Surfer oder mit Angriffen, die wo Flächenangriffe treffen halt alle gleichzeitig.
Ist ja nicht gerade so, es darf nicht jedes Dorf seine eigene... Ja, gut, bei uns in Bayern ist das tatsächlich so. Ich, wenn 10 oder 15 Kilometer weiter Richtung Wald fahre, dann sprechen die schon wieder ganz andere Texte und Wörter wie ich. Das ist einfach eine Tatsache. Ja, 7000 Erfahrungspunkte, die snacken wir. Gut. Also ich kann mich nicht beklagen, selbst das Lesen klappt immer besser. Prof, du bist ein weiteres Beispiel dafür, dass nicht bayerische Menschen, also die, die nicht aus Bayern stammen, früher oder später bayerisch verstehen und früher oder später bayerisch oder österreichisch lesen können, ja, wenn es nur dabei haben. Also die Sprache zum Verstehen ist nicht so schwer, lesen ist tatsächlich deutlich schwerer, aber man muss einfach nur, wenn die Frau Perle ein wenig länger bei uns dabei bleibt, was ich natürlich hoffe, dann wird auch sie früher oder später keine Probleme haben. Das beste Beispiel ist zum Beispiel ist Pfichterli, ist wir selber du auch, Prof, also viele, die jetzt nicht aus Bayern kommen und vielleicht gerade da haben und schon länger zuschauen, die kommen auch klar. Der Wadenbeißer ist zum Beispiel der Matze, falls er gerade da ist, ich weiß es nicht. Der versteht auch teilweise kein einziges Wort nicht, was ich sage, aber der ist halt da, weil er sagt halt, er fühlt sich wohl und das ist eigentlich die Hauptsache an der ganzen Geschichte. Freut natürlich dann auch mich, wenn dann Leute sagen, hey, ich verstehe zwar überhaupt keinen Stuss nicht von dem, was du da laberst, aber ich fühle mich wohl. Ja, das ist normal. Das ist völlig normal. So, mal Sicherheit sparen, weil jetzt kommt wieder ein Bosskampf. Hä, wir müssen mal Omega kämpfen? Wir haben Omega kämpfen gegen Kalle. Aber gut. Was hast du gesagt? Jung, halt das Maul, ne? War Spaß. Abgesehen davon. Jetzt muss man Vorhersage, Freunde der Sonne. So, machen wir das mit 2 Minuten, weil der ihr Team jetzt nicht stark viel anders sein kann, als wir vorher eben gerade. Haut's in die Tasten! Bayerisch lesen ist nur schwer, weil es zu 90% Lautsprache ist, also in der Regel so geschrieben wird, wie man spricht. Daher fällt es dann in der Regel nur schwer, die richtige Betonung rauszulesen. Das Problem hast du aber auch teilweise als Bayer, wenn wirklich welche mit dem härtesten Urwald... Richtig, der YBO sagt da einen ganz entscheidenden Punkt, abgesehen davon Umfrage läuft. Vorhersage läuft, so muss ich sagen. Das klassische Bayerisch schreiben tun ja mir so nicht. Das kann, glaube ich, von uns auch keiner mehr. Ja? Wir schreiben, wie er jetzt erklärt, der Mr. Asker, das, was wir sagen, so schreiben wir es mir halt auch. Ja? Den klassischen Dialekt schreiben, also bayerisch schreiben, das Altbayerische, kann von uns keiner, erstens, beziehungsweise glaube ich nicht, dass irgendwer von uns kann, und zweitens, dass das kein Mensch, das kann selbst mir nicht verstehen, was dort teilweise geschrieben wird, okay? Aber gut. Oh, der Price probiert's nochmal. Price, jetzt aber, jetzt presst du, gell? Also, stabile Seitenlagen, 60 Puls, kein Mucker mehr. So, jetzt schauen wir nochmal schnell die Dokumentation an. Wo haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt im Magma versteckt und kämpfen wir gegen die Lördis. Jördis. Der scheiß Name, ehrlich. So, da haben wir es jetzt. Okay, ist dasselbe Team? Nein, nicht ganz. Es kommt der Nidoking dazu und das Glurak hat jetzt eine Mega-Entwicklung. Okay, Bro. Das heißt wieder Sumpex-Lied. Und sie ist um 2 Level stärker gesamt. Das heißt, die wird alles auf 60 gezogen, dann haben wir nämlich immer noch 2 saftige Level vom Level Cap weg. Tyra holt einfach auf Level 60 fucking 415 KP. Das ist so geisteskrank, das Viech. Gut. Items passend. Da haben wir nichts verändert. Der haben wir wieder Sumpex Lead. Das ist immer nur
Phase, dass sie immer noch... Ja, es ist das gleiche Team eigentlich. Es ist das gleiche Team eigentlich. Ja. Was, du kannst am Handy nicht mehr? Alles gut, falsch? Okay. Altbayerisch lesen ist heftig, ja. Das ist eine Fremdsprache, selbst für uns. Wer klassisch altbayerisch Texte lesen möchte, der soll sich mal Bücher, Texte von Toni Lauda besorgen. Der schreibt Geschichten auf altbayerisch. Ja, da kannst du eine Fremdsprache auch lernen im Endeffekt. Du tust dir leichter, wenn du Französisch lernst, wahrscheinlich. Einer von meinen alten Lehrerinnen hat zu mir mal gesagt, dass ich mich nicht verstanden habe, weil ich so einen urbayerischen Dialekt habe. Da hab ich mir dann gerade gedacht, mit meiner Oma brauche ich jetzt einfach mit Oma in die Schule eingesetzt. Also ich bin froh, dass ich noch das Altdeutsche weitgehend lesen kann. Ja, ich hab das jetzt nur nicht lesen können, weil die Schrift so ein wenig komisch ist. Ich war mir sicher, dass du kommen würdest. Ja, ich war mir auch sicher, dass ich komme. Ja gut. Umfrage habt's, denke ich mal, keine Punkte gesetzt. Ab vom Hof. Jetzt bleibt mir nur eins zu tun, ich muss dich aufhalten oder dich ausbremsen, bis Mark geflohen ist. Doch ich muss dir etwas gestehen, im Moment habe ich nur einen Wunsch, ich will gegen dich kämpfen. Ich möchte einen Kampf unter 4 Augen, du gegen mich. Haben wir doch am Pyrobär schon gehabt, Alter, was hast du für ein Gedächtnis? 2 Botox in die Lippen oder was? Und ich will dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Leid, das Pokémon-Spiel ist cringe. Da war doch der Kalle, der Fettsack, der hat doch letztes Mal auch so eine komische Aussage drauf, oder? Ich weiß aber nicht mehr, was das gewesen ist. Und jetzt kommt sie der. Und ich will dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es das im Original auch sagt, aber scheißegal. Deine Strategie bis ins kleinste Detail untersuchen. Die eine Hälfte von meiner Fam ist aus dem Bayerischen Wald. Mein Vater ist ein Mingerer und meine Schwester ist schon nach Oberösterreich ausgewandert und nicht mehr sind sprachlich immer noch ganz lustig. Geh noch her da. Aufs U-Boot. Aus. Ja, die Pokémon-NPCs haben sehr oft ja, die war wirklich sehr zweideutig. Na gut, dann erfüllen wir heute den Wunsch. Rumpeln wir mal drüber über sie. Was? So. Gleiche Prozedur wie beim letzten Kampf. Mega entwickeln, schauen, dass wir keine Paralyse fangen. Erdbeben, Kill, easy. Oder wir denken mal noch zweideutig. Na, Prof, mir nicht. Wir haben eindeutig, nicht zweideutig. So, Energiegrau kommt, bitte kein Para. Das war ganz flauschig. Wenn doch, dann passt. Easy. Die man sieht man Wissenschaftler deswegen reden so, ja komm, aber Analyse kann ich doch auch ein wenig anders satzbautechnisch verpacken, oder? Muss ja nicht sagen, ich möchte einer körperlichen Analyse unterziehen. Sag ich gleich los, Hosen runter und wackel mit... Der ist wurscht. So genau gehen wir jetzt nicht drauf ein. Rio an Rio, okay? Hat immer noch Felskern, wird sich nicht stark ändern. Wir bleiben drin. Vielleicht ist schüchtern. Oder auch nicht. Okay, macht jetzt mehr Schaden, weil es Muskelband hat. Können wir jetzt wieder 18 Hypertränke, oder? Ja, oder Top-Genesung ist Leipzig 50 gefegelt. Jetzt red ich selber schon so. Wir machen aber auch mehr Schaden. Ja, sicher, du bist so stark blöd. Aber er muss noch einen draufsetzen. Okay, let me see. Kamera, ich weiß, dass du einen Fokus gut hast. Leute, jetzt konzentrieren wir uns wieder, ja? Jetzt schweifen wir wieder ab. Sind vielleicht Kinder anwesend, wenn ja, schlechte. So. Kamera, hat einen Fokus. Gut. Was bedeutet,
dass dieses Ding nicht One-Hit KO'd werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eines tödlichen, dass ich durch Crit getötet werden kann. Auf dieses Glatteis möchte ich mich jetzt nicht begeben. Das heißt, wir werden mal den sogenannten Pivot, das nennt man Pivoten. Wir werden mal das Camerupt jetzt dazu baiten, einen gewissen Move zu triggern, um irgendein Pokémon safe zu bringen. In dem Fall wird Camerupt entweder Erdbeben oder Steinkante machen. Wahrscheinlich eher Erdbeben, wahrscheinlich eher Steinkante, weil es ein Steintyp ist und durch Step-Bonus mehr Schaden draufkommt. Das heißt, das war eigentlich ein sicherer Switch in kurzzeitigem Panzeron, der, falls Erdbeben kommt, Erdbeben negiert und falls Steinkante kommt, nicht sehr effektiv ist und dann können wir sicher in Landturn gehen. Beziehungsweise, mir kann man sicher sogar in Lapras gehen, ist noch sicherer, weil da trifft uns Boden nicht so hart. Ja, das machen wir so. Sumpex dort zum Riskieren war ein bisschen zu gefährlich. Billinger, du darfst bleiben. So, das war der Erdbeben gewesen. So, jetzt kommt safe. Irgendein Feuerattack. Das heißt, der Mr. Wert wird das Ganze für uns abfangen. Langsam fühle ich mich wirklich. Ist doch alles flauschig, Leute. Genau, Billinger, wir sagen es nicht weiter. Du zeigst aus vorherig, Dören. Schau, allein, weil du wie du das erste bei meinem Stream gekommen bist, hast du bestätigt, dass du volljährig bist. Ja, also alles gut. Ich bin aus dem Schneider. So, Fokus gut verhindert einen Kill. Einer 60 kommt dement. Ja, der war easy. Weil jetzt Surfer nämlich killt, weil der Fokus gut aufgebraucht ist, trotz voller KP. Nice. Aber ja, ich Billinger, ich weiß auch, von wo sie redet. Ja, so tief mögen wir jetzt nicht gesiege. Oh, Nidoking. So, was macht Nidoking? Nidoking kann... Giftwelle? Nein, nicht Giftwelle, Schlammwelle, glaube ich. Okay, das ist Donner, 100%ig. Das ist zu 100% Donner, was Sumpex negiert. Ich hoffe, dass das jetzt Donner macht. Wenn ich das jetzt Donner mache, kriege ich ein Problem. Ja, ist Donner, nice. Anonymous Cheerer. Okay, danke für deine 69 Bits. Merci. Er ist zum ersten Mal in meinem Stream, zum ersten Mal in meinem Chat und cheert mir 69 Bits. Ja, nice. Danke dir. Das ist Erdbebenkill. Das war wesentlich haarschärfer, als es sein soll. Alter, bitte hab jetzt du keine Verfolgung nicht, weil sonst ist... Okay, hat's nicht. Das heißt, das ist easy High-Terror. Ui! Also Sumpex, wenn wir verlieren, ist der Run am Arsch. So ziemlich. Möchte ich fast behaupten. Was man kann, cheeren, ohne dass man den Namen sieht. Okay. Ja, aber er ist ja als... Was für dicke Steine! Verstehe die Frage nicht. Das ist wahrscheinlich wieder... Das ist irgendwer aus der Community, 100%ig. Aber danke dir. Falls doch ein Fremder bist. So.
Ja. Pyroleo kommt da nicht vorbei. Der eine war von dir, okay. Ja, Sigi, dann schau, dass du weiterkommst. Du schaust dir denn meinen Krampf überhaupt noch an. Schau, dass du vorkommst. Merci dir fürs Dasein. Viel Spaß, einen schönen Abend. Wir haben gleich fertig, abgesehen davon. So, machen wir ein Ladestrahl-Setup, weil am Schluss kommt noch mega Glurak. Und das wollen wir ja am besten... one-shotten, idealerweise. Um es dir zu zeigen, okay? Ja, gut, okay. Ich weiß, dass es bei Donations geht, aber dass das bei Cheers, also bei Bits Cheering auch funktioniert, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, ja. Auf alle Fälle. Danke dir. Den Kampf lassen wir uns jetzt, oder beziehungsweise in der Situation lassen wir uns jetzt Zeit. Wir setup mal ganz in Ruhe Hightide. Das Pyroleo hat keine Chance an uns vorbeizukommen. Und wenn dann Glurak kommt, one-shotten wir es mit Schallwelle. Weil auch dieses Glurak nur speziell angreift. Und man ja bekanntermaßen den besten Special Attack Tank EU West, Ost, Süd und Norden. Okay? So, mal Weichheit drücken, damit wir uns vollheilen können. Wollen wir ja keinen Volltreffer nicht kassieren und dann unser Heilteiler verlieren, das war ja nicht so zauberhaft. Je nachdem kann man aber oben die Top 3 verraten, wenn es einer... Ach so, okay. Ja, auf das schaue ich ehrlich gesagt nicht, weil... weiß ich nicht. Ich bin auch... Ja... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was du eigentlich Spider-Man für die PS sagt? Ein bisschen. Also nicht durch, aber ein bisschen. Jetzt weiß ich das gerade, ich finde das jetzt gerade zum Schmunzeln, weil ich habe tatsächlich gestern an das Spiel gedacht und überlegt, ob ich das einmal im Stream zocken soll. Tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr als Community da drauf Bock habt. Oder hättet. Gut, abgesehen davon ist der Plan für die nächsten Wochen, Monate ziemlich stramm, was Projekte angeht. Aber mal schauen. Überlege mal weiter. Auch spielen und dann sehen wir schon, ob es was taugt. Ja, oder so. Boah, asozial. Da hat es mir gar keinen Laufen gehabt, das hilft damit nicht. So, jetzt bin ich auf jeden Fall, ich bin jetzt auf plus 4 oder was? Aua. Ja, da soll ja Schallwelle eigentlich killen. Vorsichtshalber heile mich aber noch mal voll. Damit ja nichts passiert. Mega Glurak, ich glaube das ist X. Mir fehlen nur noch 30.000. Ah, I see. Oh, Special Defense Drop ist natürlich jetzt ein bisschen unflauschig. Ich muss das Glurak auf jeden Fall einmal einbremsen. Okay, warum es jetzt für Solarstrahl geht, verstehe ich nicht. Das macht nämlich nicht annähernd so viel Schaden. Nochmal dagegen heilen und dann mit Schallwelle angreifen. Dann sollte das eigentlich killen. Weil ich bin ja jetzt schneller, weil es paralysiert ist. Paralyse bremst dann Speed von 50% ein. Ja, okay, jetzt ist eigentlich... Wir fehlen nur noch 3.500. Ja, ich hab so das Gefühl, in nächster Zeit kommen einige Wunschspiele ein, weil jetzt die Leute, die schon lange dabei sind, schon langsam auf die 75.000 Punkte kommen. So, Schallwelle soll ja eigentlich ein easy Kill sein an der Stelle. Ja gut, fast. Ha, Horror!
DLC Resident Evil 8, Mr. Prof. Valentine. Oder am Sonntag dabei sein, wenn wir wieder Ghost Exile spielen. Da kriegst du einen Horror. Ja, easy. Oh ja, wir hatten da... Nee, wurscht. GG an die Beliefer. Ich hab 81.000 Punkte und ich verliere Punkte wie Sau. Ich möchte es gerade mal gesagt... Mr. Price, du hast... Ah, du sparst auf was anderes. Du sparst, der Mr. Price spart auf was anderes tatsächlich, weil sonst hätte er das Wunschgame schon geäußert. Aber es ist brutal, dass teilweise schon Leute echt so viele Punkte haben. Mehrere Leute so viele Punkte haben. Das ist echt Wahnsinn. Sollen wir mal alle zusammensparen bis 6 Leute, die 75.000 vorher haben und dann sagen wir mal. So, natürlich kommt uns der Mark davor, weil war ja langweilig, wenn man da schon stoppen kann. Ja. Dümpel bei 60.000 rum. Dümpeln. Ich hau immer alles im Flauschknädel aus, aber es ist wert. Ja, das ist, glaube ich, bei ein paar so zweischneidiges Schwert. Soll wenn jetzt Flauschknädel sein oder denken sie sich, aber eigentlich möchte ich ein Wunschgame haben. So. Das glaube ich bei mache ich gar nicht einmal so ohne. Gut, also ich beschwere mich jetzt nicht, dass ich mein Sumpex da nicht verloren habe. Na, heil jetzt vorsichtshalber mal vor, Hol dir du mein Essen, Billinger. Danke für deinen Lurk. Ja, Flauschknädel sind eine gute Investition. Das meine ich auch. Also ich glaube, einige Punkte können sinnvoll in verschiedenste Art und Weisen da bei mir investieren. Sei es jetzt Flauschknädel oder Wunschspiele-Sachen. Glaube ich, ist alles zauberhaft, was da die Auswahl betrifft. In der Zukunft kommt da bestimmt einmal noch das eine oder andere dazu, wenn ich mal wieder so eine geistige Eingebung habe. Ja? Schauen, ob ich Top-Schutz drin habe. Ja, genau, okay. Einen guten, abgesehen davon, Billinger, ja. So. Halt, das war der falsche Punkt. Da wollte ich nicht gehen. Die Spiele, die du spielst, sind eh super, da kann ich ruhig bei die Flasche. Danke, Yassi. Also das ist natürlich halt des Lobes schon zu viel. Gell? Also wenn mir einer sagt, dass die Spiele, wo ich spiele, eng gefallen und teilweise sogar, ich weiß vor ein paar Leuten, teilweise animiert werden dazu, so Spiele selber zum Spielen, das ist halt natürlich schon das Masterlob, ja. Also das sei auch mal dazu gesagt, das schmeichelt mir schon sehr stark. Ich weiß von ein paar Leuten, die auf den Soul-Spieler-Trip gekommen haben, ich weiß von dem einen oder anderen, der mittlerweile auch Pokémon spielt, ist halt dann aber schön, wenn die Leute dann sagen, ja, du hast mich da drauf gebracht. Oder halt natürlich auch wahrscheinlich andere, aber mitunter. Das Wichtigste ist, dass du dich unterhalten fühlst. Muss aber auch wirklich an der Stelle sagen, mir macht Streamer einfach, seit ich das jetzt tue, macht mir Streamer unfassbar viel Spaß. Muss ich einfach wirklich so sagen. Es hat, glaube ich, keinen einzigen Tag nicht gegeben, wo man denkt, oh nein, nicht Streamer, ich hab's angekündigt und ich möchte eigentlich nicht. Das hat's, glaube ich, noch nicht ein einziger, nein, das weiß ich, das hat's noch nicht ein einziges Mal gegeben. Es war nur einmal in der Zeit, wo quasi, ja, wo meine Oma gestorben ist, in der Zeit habe ich halt einfach nicht gestreamt, aber das ist ja, denke ich mal, das war auch für alle verständlich. Aber sonst bin ich da immer, ich freue mich eigentlich, wenn ich so eine Ankündigung tippel, so mäßig, dann freue ich mich am nächsten Tag drauf, wie zum Beispiel heute, wenn ich in der Arbeit bin, weiß ich, ja, okay, heute auf Nacht ist Stream. Ich freue mich drauf, so, auf die Art. Von daher, was möchte ich denn auch bei so einer flaschigen Community, wie kann man sich denn bei so einer flaschigen Community auch nicht freuen, dass man streamt, hä? Ist ja fast nicht möglich. Aber wisst was ich jetzt gleich für einen Zustand mache? Für heute war's es. Freunde der Sonne, wir haben alles erreicht, was ich erreichen wollte heute. Wir haben Team Magma aufgehalten, haben 2 Bosskämpfe gehabt. Der letzte war tatsächlich ein
bisschen knackiger, hätte fast katastrophal enden können. Oder wäre beinahe katastrophal geendet, wenn ich nicht das Nidoking unterschätzt hätte von der Geschwindigkeit her. War ein bisschen Würze mit drin mit dem Abgangsbund-Scheiß da vorher. Also ich glaube, es war unterhalten. Ich hätte den ultimativen Lifehack, Oleg, was gibt denn jetzt? Heute war eh erfolgreich, viel. Sehr gut. Das ist schön, wenn sie auch weggehen. Jetzt haben wir schon wieder bei dem gleichen Problem. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Das ist das Pokémon-Spieler-Syndrom. Jetzt habe ich gespeichert. So. Das ist recht, wenn's ihr auf winkende Punkte kommt. Ja, so soll es ja wohl bitte sein. So. Flauschknell Request, du machst das und damit selber. Ja, das hat mit Lifehack nichts zu tun. Das ist gut. Ich kann ja sowieso jederzeit da und lassen, was ich mag auf meinem Kanal, aber das tue ich nicht. Ja? Ich glaube, abgesehen davon, jetzt kommt's mir erst, mir werden nicht mal Punkte berechnet. Ich hab bei mir, wo die Bazi-Coins haben, ja, da steht ja bei euch irgendeine Zahl, ja, je nachdem wie viele Kanalpunkte ihr halt habt. Wisst ihr, was da bei mir steht? Ja, umdrehter Achter. Ja, ich hab unendlich Punkte. Ich kann eng mit Flauschknädeln zuscheißen. Ich hab unendlich Punkte. Merci fürs Stream, einen heißen Abend noch, Mr. Angel, das. Ich sag merci fürs Zuschauen, ja. Ich sag merci fürs Zuschauen, dir auch noch einen schönen, warmen Abend, ja. Lass dich nicht ärgern. Ich mir selber, du, ach so, ja, du kannst das schon dort. Weißt du, was aber der Wermutstropfen ist? Ich sag das. Ich sag das, wenn du dir das zurückerstattest. Ich brauch grad selber in die Mod-Ansicht einschauen. Dann sag ich das, dass du dir Kanalpunkte wieder quasi zurückholst. Nein, das sag ich jetzt nicht, das gehört jetzt nicht daher. Ist eh wurscht. Schön Schnachts noch. Schnachts kenne ich zum Beispiel jetzt auch nicht, tatsächlich. Aber ich denke mal, das heißt schöner Abend. Merci dir. Geli, dir auch. Mit Flauschknäll zuscheißen. Ich hab's nicht so wörtlich gemeint, okay? Mein Gott, hey. Die Nuzlocke ist schon cool zum Schauen. Auch einer der wenigen, wo ich den Stream nachschaue. Das ist halt das. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass mit Pokémon nicht jeder was anfangen kann. Ja, das ist mir schon klar. Die meisten Kindern was damit anfangen, weil die in etwa meine Generation haben. Aber mir fällt halt jetzt die Person gerade, oder der Personenkreis fällt mir halt jetzt gerade auf den Schnäuz ein, das ist der Semcro-Clan, falls einer zuschaut, fühl dich gegrüßt. Die können zum Beispiel nicht ganz so viel anfangen mit Pokémon, aber gerade zum Beispiel für sehende Leute würze ich oder versuche ich sowas aufzuwürzen, indem ich einfach sage, hey, ich spiele es nicht nur stur casual durch, sondern ich mache eine Challenge draus, da wo selbst ich teilweise mal ein wenig ins Schwitzen kommen muss, okay? Und ich glaube, dass das für alle Pokémon-Spieler da draußen, die wo das wissen, um was es sich da handelt, dass das für die Leute gerade richtig spannender ist zum Zuschauen, dass die halt ein bisschen so mitfiebern. Oh, leck, wenn er sich jetzt da verzählt, dann stirbt was, und jetzt, schafft das doch nur, weißt du, so auf die Art. Dann haben wir uns halt einfach noch so ein bisschen, also meine Mods und ich haben uns so ein bisschen unterhalten dann, was kann man da noch machen, dass man ein wenig mit da rein integriert, ja, und dann haben uns eben die Vorhersagen uns halt dann so ein bisschen eingefallen, wo wir dann gesagt haben, hey, das ist jetzt, da kannst du leider ein bisschen mit integrieren, da können sie dann mitfiebern, vor allem, weil es dann um eher eine Punkte im Endeffekt geht. Klar, ist im Endeffekt, ja, base gesagt, es ist im Endeffekt ein bisschen ein Glücksspiel, ja, weil es hängt einfach ein bisschen auch davon ab, wie das Game zu mir ist, ja, wenn das Game mir einen fucking Stinkefinger zeigt, so wie gegen einen Kalle, wo ich einfach mein Garados und mein Kokowai verliere wegen RNG, ist schon klar, aber es ist halt ein wenig es bringt ein wenig Würze für die Zuschauer oder halt generell für Eng mit rein, dass du halt echt sagen kannst, hey, klar, Pokémon ist vielleicht nicht so meins, aber das finde ich cool. So, und das war einfach der Hintergedanke. Es ist jetzt nicht so, dass Pokémon bei mir ein 24/7-Programm ist, ja. Pokémon wird immer ein Bestandteil sein, einfach weil es mich mein ganzes Leben lang schon begleitet und ja, das spiele ich immer wieder mal. Ja, so einmal im Jahr, vielleicht, jetzt heuer werden es zweimal im Jahr, weil halt im November halt das neue Spiel rauskommt. Das losen wir halt dann auch nicht nehmen, dass es dann spiele. Aber es wird jetzt kein Dauerläufer nicht sein. Es werden schon überwiegend auch Storyspiele gespielt, also richtige Storyspiele, eben sowas wie God of War oder so Soul-Spiele, lauter so Zeug. Das kommt immer wieder mal schleichend. Ja? Vor mir, wenn ich dann in einem Dreivierteljahr wieder sage, hey, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf irgendeinen so Nuzlocke, dann spekuliere ich 3 Wochen lang, ja, was für ein Spiel, was für eine Generation, was für ein Hack, überhaupt ein Hack oder ein Normalspiel.
War jetzt im Endeffekt mit dem Projekt auch nichts anderes. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Projekt überhaupt so lange dauert. Ich meinte, dass wir, wenn überhaupt bis zum 4. Orden kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nächstes Mal einen 7. Orden anpacken. Sasato, habe die Ehre, grüß dich. Genau, wo wir beim Thema waren. Nächster Nuzlocke-Stream wird nächste Woche erst sein. Weil, sollte ich am Samstag live kommen können in der Früh, spielen wir God of War weiter. Und am Sonntag spielen wir Ghost Exile, habe ich schon angekündigt. Werde ich auch dann wahrscheinlich morgen oder irgendwann nochmal ins Discord schreiben, wenn ich genauer weiß. Vor allem, also ich werde es ins Discord schreiben, sobald ich weiß, was Samstagphase ist. Mit der Nuzlocke geht's nächste Woche weiter. Und Freunde der Sonne, dort eng selber bitte den Gefallen und schaut, dass ihr Zeit habt. Ich kann es euch garantieren, ich weiß zwar nicht, was gegnertechnisch auf mich zukommt, also welche Pokémon die gegen mich verwenden werden. Das weiß ich nicht. Ich habe mir die Dokumentation bis so weit nicht angeschaut, das werden wir nächstes Mal machen. Aber dieser Kampf, das kann ich garantieren, wird unfassbar nervenaufreibend. Ja? Da wird das Level an Anspannung für mich als Spieler, als auch für Enk als Zuschauer, wenn es um einzelne Punkte geht, ein ganz anderes Level erreichen. Das verspreche ich Enk. Das wird nicht ohne werden. Wir werden beim nächsten Mal als Vorhut sämtlichste Encounter noch fertig absammeln, die wir bis dato kriegen können. Das sind einige Routen mehr, das sind viele Wasser-Pokémon überwiegend, aber das ist wurscht. Wir sammeln nächstes Mal, bevor wir den Arenaleiter machen, sämtlichste Encounter zusammen, damit wir die maximalen Ressourcen haben. Dann fürchte ich, wird es eine massive Teambuilding-Session geben. Die wird nicht auf 5 Minuten basiert sein, sondern da wird man wahrscheinlich einmal, ja, ich rechne jetzt einmal schwer mit einer halben Stunde Theory-Crafting machen müssen. Weil mein Ziel ist, aus dem Kampf Deathless rauszugehen. Ob ich das schaffe, das glaube ich ehrlich gesagt selber noch nicht, aber ich werde mein Bestes tun. Und der Kampf, das wird mit Abstand das krasseste, was wir bisher in dem Run gehabt haben. Die haben im Original, also Arenaleiter Ben und Svenja, heißt es im Deutschen, das ist ein Doppelkampf, ein Arenaleiter-Doppelkampf. Die haben im Original schon nicht ohne. Und ich befürchte fast, dass die in dem Hack auf Steroide haben. Von daher schaut, dass an dem Tag irgendwie, wenn sie es einrichten könnt, da seid. Weil das wird verdammt heiß. Okay? Gut. Sonst, was habe ich sonst noch? Sonst habe ich eigentlich alles gesagt. Schauen wir mal, wer ist denn online? Fichtel ist online, das ist eine gute Sache. Eine Hälfte Arbeit, dann schau's nach. Lass dir das nicht entgehen. Wir gehen jetzt zu der Fichteli, die spielt Link's Awakening. Habe ich selber schon gespielt, vor einem guten Dreivierteljahr. Irgendwann vor dem Winter, im Herbst habe ich das mit gespielt gehabt. War mein erstes Zelda damals. Genau, Fichteli, eine Anhängerin der Flauschknädel, Bazi-Gang, Kompensierung, keine Ahnung, wie man da sagt. Ist Mod bei mir, ist auch Subscriber bei mir, ist regelmäßig da, bitte Support da lassen. Ist eine sehr, sehr nette junge Dame. Verdient es auf alle Fälle, dass man da mindestens einmal ein Following da lässt bei der, okay? Wer es noch nicht da hat. Support kostet nichts, vor allem der Following-Button kostet nichts. Gerne mal einspammen, okay? Der Raid-Command ist im Chat. Falls du neu bist, tipp einmal noch Ausrufezeichen Discord ein. Da kommst du auf meinen Discord-Server, kommt einmal in der Woche eine Ankündigung, mindestens, wann ich stream, und was für ein Tag, was für Zeit, was für ein Spiel. Kriegst alles vorab mit. Genau, ansonsten, falls du bei mir noch nicht gefollowt hast, tust dem gerne mal, wenn es dir gefällt, weil wie ich schon gesagt habe, das kostet nichts und supportet unfassbar stark. Okay? In diesem Sinne sage ich merci fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich da wart. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder zu Ghost Exile. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund. Genau, viel Spaß bei der Fichteli und bei Link's Awakening. Pfiat euch, haut euch keine. Aber ich bin für heute raus. Auf Wiederschauen.